Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Taktik Fuchs. Leute, diesmal vor dem Champions League Halbfinale-Hinspiel zu Hause gegen Real Madrid. Wie würde meine Aufstellung aussehen? Ja, vieles hat ganz viele Fragezeichen, was sich vielleicht auch erst irgendwie vor Anpfiff entscheiden wird. Nichtsdestotrotz werde ich mal versuchen, hier eine Aufstellung reinzuballern. Und bevor wir das tun, wie immer an dieser Stelle, Leute, wenn ihr seht, was euch gefällt, wenn ihr seht, was euch gefällt, wenn euch gefällt, was ihr seht, so rum, dann abonniert doch gerne den Kanal, lasst einen Daumen da, damit unterstützt ihr mein Tun hier. Vielen lieben Dank dafür und damit gehen wir mal rein. Gut, Torwart und Stürmer ist auf jeden Fall das, was super safe ist. Ja, denke, da sind wir uns alle einig. Das ist der Manu und das ist der Heavy. So. Dann haben wir einen Innenverteidiger, der auch super safe ist. Das ist Eric Dier. So. Ich denke, die linke Seite sollte auch für alle eigentlich klar sein, oder? Ich denke, da gibt es nichts daran zu ändern. Es sei denn, Leroy Sané wird auch noch fit. Das wissen wir natürlich nicht. Wir haben ja gehört vom Tuchel. Serge Gnabry wird ein Tor machen. Wer wäre ich, wenn ich ihn da nicht aufstellen würde? Also, wenn der Tuchel mir das schon sagt, dass Serge ein Tor macht, ja, stellen wir den Serge auch auf. Ja. Wie gesagt, Alternative natürlich, wenn Leroy spielen kann, wird ein Serge wahrscheinlich auf links gehen, Leroy über rechts. Und ich denke, ein Guerrero wird dann draußen sein oder vielleicht ins Mittelfeld gehen, weil da ja auch noch nicht feststeht, ob ein Conny spielen kann. Ja. Rechtsverteidiger sollte klar sein mit dem Josh. Da gibt es auch nichts drüber zu diskutieren. Und ich denke, dass ein Goretzka in der Mitte spielt, da sind wir uns auch alle einig. Können wir da schon mal reinschieben. So, jetzt ist die Frage, kann Conny Laimer spielen, kann Conny Laimer nicht spielen? Sollte Conny Laimer spielen können, für mich absolut gesetzt, sogar vor Leon. Ich würde natürlich gerne einen Pavlovic sehen, bin ich ganz ehrlich, aber ich würde auch erstmal anfangen mit dem Goretzka und einem Laimer. Auch wenn Pavlo fit ist, einfach weil Goretzka, wenn er liefert, viel mehr Körperlichkeit mitbringt. Ja, im Spielaufbau natürlich nicht der Filigrane ist, Conny auch nicht, aber Conny wäre super wichtig, um Bellingham irgendwie ähnlich wie es beim Oedegaard war, in Schach zu halten, denke ich. Ansonsten sollte ein Conny nicht können, ja, Pavlovic definitiv dann die erste Wahl, oder wenn einer von den beiden nicht kann, ja. Ich würde auch einen Pavlovic und Guerrero vorziehen in der Mitte. Ich denke, Pavlovic ist defensiv auf jeden Fall um einiges stärker, wie es ein Guerrero wäre. Auch wenn Guerrero schon gute Spiele gemacht hat auf der 6, auch defensiv, aber ich glaube, ja, gegen Real würde ich den Pavlovic schon davor sehen. Ja, Innenverteidigung sollte klar sein, wenn De Ligt spielen kann, gehört De Ligt dahin. Sehr wahrscheinlich kann er nicht spielen, wie es sich angehört hat in der PK. Opa, selbst wenn Opa könnte, würde ich ihn nicht aufstellen. Sage ich euch, wie es ist. Von daher Minje, wenn De Ligt nicht kann. Ja, ich denke, Minje wird auch gut tun, wenn er mal mit dem Eric zusammenspielt, der ihn da ein bisschen führt, ihn ein bisschen anleitet. Hat man ja auch gesehen gegen Frankfurt, das war jetzt nicht so schlecht. Klar, gegen Real brauchst du eine andere Leistung, gar keine Frage. Ja, wild. Ich gehe nicht davon aus, dass ein De Ligt spielt. Und wenn er spielt, ja, weiß ich nicht. Wir werden sehen, ob er dann wirklich schmerzfrei ist und so weiter und so fort. Das werden wir sehen. Also erste Alternative für mich Kim. Klar, sollte irgendwas dann passieren bei Kim oder Dier, ist natürlich Opa eine Alternative, aber Opa stand auch noch nicht fest, ob er spielen kann. Ja. Und wenn, ist er ja auch schon länger raus und hat jetzt länger eben kein Training, also dann wird's wild, dann kannst du auch
fängst du wieder darüber an, Goretzka nach hinten zu ziehen. Ja. Personalsorgen wie quasi jedes Jahr in der Champions League. Ja. Nur dieses Mal ist es nicht der Stürmer oder sonst wer, sondern die den Stürmer einsetzen sollen. In der Mitte, ja, da brauchen wir nicht drüber reden, für mich. Ja. Natürlich ein Musiala, sofern auch da er spielen kann. Ja. Was wäre die Alternative? Die Alternative wäre Müller. Müller müsste sich aber super zusammenreißen und endlich mal seine schlechten Pässe und so weiter einstellen, dass das mal besser wird. Für mich natürlich die Alternative für einen Guerrero ist ein Tell. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich es riskieren würde, mit Gnabry und Sané anzufangen. Sage ich euch auch ganz ehrlich. Einfach weil beide nicht spielfit sein können. Ja, vielleicht wäre es gut, dann auch erstmal nur einen von beiden zu bringen. So dass du dann einen gegen den anderen austauschen kannst, so dass du auf der linken Seite wirklich dann Spieler hast, die 100% fit sind und 90 Minuten gehen können. Ja. Der vielleicht auch noch eine Überlegung wert. Von daher aus meiner Sicht hier Gnabry und Sané, sofern Sané kann. Ansonsten wird es ganz eng. Ja, wen willst du da jetzt noch als Alternative reinstellen? Brian hat da ja angeblich oder anscheinend keinen Bock drauf. Hast noch einen Zonarek. Ja, du kannst natürlich auch sagen, du schiebst einen Müller rüber. Du stellst mit dem Tell 2 Spitzen auf, spielst nur mit 2 halben, auf halben Positionen, dafür 2 Stürmern. Ich gehe aber davon aus, dass wenn Musiala spielt, er auch wieder super tief spielen wird, er dann schon ein Achter als ein Zehner spielen wird, weil wir wieder eher defensiver agieren werden. Fonzie Davis ist für mich keine Alternative auf der linken Seite, wirklich nur im Notfall, wenn gar nichts mehr gehen sollte. Wie es mit dem Boe aussieht, habe ich gar keine Ahnung auf rechts. Ja, und da seht ihr schon, da hört es schon auf mit den Alternativen. Das war's. Ja, wir haben Bunazar, der ist aber auch immer noch verletzt. Du hast einen Upa noch und einen Brian. Das sind unsere Alternativen. Ja, du hast hier vorne einen Choupo-Moting, wenn alle Stricke reißen. Choupo war jetzt nicht grottig im letzten Spiel, das war okay, aber ist natürlich kein Niveau für Real Madrid. Ja. Und ein Choupo als Linksaußen oder Rechtsaußen fühle ich persönlich gar nicht. Ja. Dann schon eher als, ja, aber selbst als Anspielstation in der Mitte fühle ich ihn nicht. Ja, weil er ist defensiv, arbeitet der nicht mit, ist das ein graues? Nee. Also wie gesagt, das sind alles Notfalldinger, die ich hier gerade eingetragen habe. Ja, das ist traurig, aber wahr. Und dann hört's auf, Leute. Ja, wir können hier noch einen Opa reinnehmen, wenn er irgendwie spielbereit wird und irgendwie dann 2 Innenverteidiger noch ausfallen oder sonst was ist, dann muss ein Opa noch reinwerfen. Ja. Aber dann hört's auf. Ja, was hier dann Mazraoui, ja, da können wir natürlich die Alternative Davis eintragen, weil er ist auf jeden Fall fit, wenn er auch keine Form hat. Das ist klar. Ja, und als rechter Verteidiger, keine Ahnung, Leute. Da ist gar nichts mehr am Schlüssel, was wir irgendwie bringen können. Ja. Ich weiß nicht, ob vielleicht ein Ansnu in den Kader berufen wird oder sonst was. I don't know. Es wird sich viel ja noch heute entscheiden erst, wie es mit dem Conny aussieht, wie es mit dem De Ligt aussieht, wie es mit dem Sané aussieht, wie es mit dem Musiala aussieht, wie es mit dem Opa aussieht, sei mal dahingestellt, ist jetzt nicht super wichtig. Natürlich, wenn De Ligt ausfällt, ist auch wichtig, dass ein Opa vielleicht da wäre als dritter Innenverteidiger. Es kann immer irgendwas passieren im Spiel, also ja, wild. Also die Mannschaft muss als Mannschaft agieren, muss über sich hinauswachsen. Ich weiß nicht, ob so ein Musiala, so ein Gnabry, so ein Sané, die längere Zeit jetzt nicht gespielt haben, dann gleich irgendwie wieder performen können. Ja, so ein De Ligt oder ein Conny Leimer, ja, die haben sich jetzt am Wochenende verletzt. Dann sind sie jetzt mal die 2,5 Tage nicht im Training dabei, werden dann vielleicht morgen fürs Spiel fit gespritzt, hauen sich Schmerzmittel rein, was weiß ich, wenn es nicht irgendwas Schlimmes ist, was schlimmer werden kann, sondern einfach was nur schmerzt, dann wird das gehen. Ja, dann bist du zwar auch nicht 100% frei, aber es wird gehen. Und du weißt, diese Spieler haben auf jeden Fall Rhythmus und so weiter, ja. Aber so ein Leeboy, der sich schon seit Monaten über den Platz schleppt und jetzt ganz raus war, hat gar keinen Rhythmus. So ein Gnabry, was soll der für einen Rhythmus haben? Den kannst du wieder nicht länger wie 45 Minuten bringen. Das wäre wieder super fahrlässig. Musiala, der jetzt auch 2 Wochen raus war,
schwierig, ne? Schwierig. Wir haben ganz, ganz viele Fragezeichen vor dem Spiel morgen. Was, wenn man sich das so anguckt, nicht wirklich jetzt ein super positives Gefühl gibt für das Spiel, sag ich euch ganz ehrlich. Ja, Heimvorteil und so weiter, alles gut und schön. Aber wir stellen uns jetzt mal vor, Alter, De Ligt fällt aus, du musst einen Kim bringen. Ein Conny fällt aus. Ja, du bringst einen Pavlovic, alles gut, ist natürlich der spielerisch stärkere Sechser. Aber Leimer ist halt der Kettenhund, Alter. Der sich festbeißt in die Wade von Bellingham. Das ist ein Goretzka nicht, das ist ein Pavlovic nicht. Da haben sie auch gar nicht die Qualität für, sie haben andere Qualitäten. Stell dir vor, Musiala fällt auch aus. Ja. Da muss ein Müller. Und Müller muss 90 Minuten Vollgas liefern. Da packt der auch nicht mehr so. Also wild. Ja, also ganz, ganz wild. Wir haben ganz, ganz viele Fragezeichen in unserer Mannschaft. Ich weiß nicht, ob vielleicht heute Abend ein paar Fragezeichen schon beantwortet werden. Dann ist dem so. Ja, Leute, haut mir gerne eure Aufstellung in die Kommentare. Auch gerne euren Tipp fürs Spiel. Eigentlich habe ich keinen Tipp. Leute. Es kann von bis alles passieren. Es kann sein, dass wir 2-0 gewinnen. Es kann sein, dass der Bums 1-1 ausgeht. Es kann aber auch sein, dass wir 4-0 untergehen. Also von bis ist, glaube ich, alles möglich. Aber das werden wir mal nachher heute im Stream 18:30 versuchen, mal ein bisschen weiter oder ich für mich einzugrenzen. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus und wie immer vielen lieben Dank für euren Support. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.